Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, mal wieder zum kleinen FC Bayern Talk. Ja, Leute, diesmal Rhein-Grafenberg oder Berg, keine Ahnung, ist ja auf jeden Fall jetzt fix der Transfer. Und ich habe es schon im letzten Video gesagt. Ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Transfer. Erstmal 19 Jahre jung, auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Und wenn wir jetzt hier mal im Hintergrund so ein bisschen zugucken, da sieht man auch schon, dass er auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schuss auch aus der Distanz hat. Dribbling, sehr gut, einen sehr, sehr guten Antritt. Klar, Defensivskills muss man mal ein bisschen gucken. So ein paar Sachen sieht man auch in den paar Ausschnitten. Ja, aber vielleicht ist es einfach mal... Ich weiß nicht, ob unbedingt als Sechser, aber als eine 8er Alternative auf jeden Fall, ja. Und wenn man mal guckt, was gerade so ein Goretzka letzte Saison großartig geleistet hat, denke ich, wird er da mal ein bisschen Druck kriegen. Und Goretzka war auch wieder mal oft angeschlagen, aber ich denke selbst, ja, selbst ein Kimmich sollte da mal ein bisschen Druck kriegen, ja. Ich hoffe natürlich, ja, dass das nicht so ein Fall wird wie Renato Sanchez, ja, der auch mit viel Potenzial kam, aber das einfach nie umsetzen konnte bei uns. Aber fairerweise gesagt auch nie das Vertrauen so bekommen hat, nie die Spielzeit bekommen hat. Dasselbe gilt für Marc Rocker. Ja, vielleicht an der Stelle auch mal ein paar Worte dazu. Wechselt ja nach Leeds United. Für sogar noch eine relativ gute Ablöse für uns. Ich glaube irgendwie 12 Millionen oder sowas mit Bonuszahlungen können wir irgendwie auf 18, 19 kommen oder sowas. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Verkauf vom Preis her. Für mich persönlich natürlich relativ schade, dass er weg ist, aber da im anderen Talk mehr dazu, da müssen wir jetzt nicht hier drauf eingehen. Aber ja, ist unser dritter Mittelfeldspieler nach dem Abgang von Tolisso und Rocker. Ja, haben wir auf jeden Fall 3. Wenn wir den Sabitzer dabei zählen, hätten wir 4. Deswegen ist ja auch noch Leimer im Gespräch von Leipzig. Ich persönlich würde auch einen Nianzou noch als Sechser sehen oder als Sechser ausprobieren. Aber ja, weiß ich nicht, wie ein Nagelsmann das sieht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr guter Transfer ist. Ja, auch wenn man da das mal in Anbetracht zieht, dass wir mit Sicherheit nicht der einzige Verein waren, der an ihm dran war. Erst recht nicht für das Geld. Ja. Absolute Schnäppchen für das Geld in meinen Augen. Und ja, wenn er bei uns die Spielzeit bekommt, die er auch braucht, ja, das wird natürlich schon wichtig sein, bin ich da guter Dinge, dass auch er den nächsten Schritt bei uns geht. Und ja, wenn man das halt sieht, was er für Ansätze hat, was er halt auch schon für einen guten Schuss hat, für ein Dribbling, für eine Antrittsschnelligkeit und so weiter. Wie gesagt, Defensivskills ist immer ein bisschen schwer so in YouTube-Videos zu sehen. Da wird ja meistens so hauptsächlich die Offensivskills gezeigt. Aber ich denke, was man so sehen kann, wenn man mal ein bisschen googelt, sehr, sehr vielversprechend. Und freut mich sehr, dass er zu uns kommt. Und da muss man ja auch mal sagen, ja, dass er relativ frühzeitig nur zu uns wollte. Und da muss man mit Brazzo auch mal ein Lob aussprechen. Und nicht nur immer draufhauen, weil die beiden Transfers jetzt von Ajax für mich absolut stimmig, ja, genau passend, genau auf den Positionen, wo ich es ja auch schon zum Saisonfazit gesagt habe, wo wir Probleme haben in der kommenden Saison, und genau da haben wir uns verstärkt. Ja, ansonsten wird es spannend zu sehen sein, ob wir noch Leimer verpflichten von Leipzig. Ich denke, 3 Mittelfeldspieler für die Mitte. Ja, kommt drauf an, wie der Nagelsmann halt mal rotiert. Ja, das hat er ja so gar nicht getan bei uns in der ersten Saison. So, Kimmich hat immer gespielt, ob die Leistung gepasst hat oder nicht.
Da wurde Marc Rocker zum Beispiel so gar keine Chance gegeben. Und auch ein Janso zum Beispiel im defensiven Mittelfeld mal zu bringen, wird auch gar keine Chance gegeben. Von daher würde ich dann schon sagen, ja, dann reichen auch 3 in der Mitte, ja, wenn man den Leuten eh keine Spielzeit gibt und durchwechselt und rotiert, dann reichen 3. Möchte man natürlich rotieren und so weiter und mal ein bisschen Leistungsdruck aufbauen, ja, dass man halt nicht automatisch immer spielt, wenn man gerade auslaufen kann. Dann wäre natürlich noch ein 4. Spieler gut. Allerdings haben wir natürlich auch noch einen Sabitzer da hocken. Und da bin ich auch ganz ehrlich, solange der bei uns ist, kannst du nicht noch einen 4. Spieler verpflichten. Weil dann hast du einen Bankdrücker mehr. Es kann sein, dass er sich vielleicht im 2. Jahr bei uns einschlägt. Der Sabitzer möchte ich gar nicht abstreiten. Was wir aber im 1. Jahr gesehen haben, war nicht. Von daher muss man da mal abwarten. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht, so im Mittelfeld. Ob noch ein Leimer kommt. Aber in meinen Augen müsste dann ein Sabitzer gehen. Ich denke, 5 zentrale Mittelfeldspieler brauchen wir definitiv nicht. Ja? Und ich sehe es auch relativ schwierig beim Goretzka jetzt zum Beispiel oder auch beim Kimmich, die irgendwo nach außen zu stellen im Mittelfeld. Da sehe ich die gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch auf irgendeiner Halbposition stelle ich es mir relativ schwierig vor. Wie es beim Gravenberg aussieht, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß, dass er auf jeden Fall 6er und 8er spielt. Aber er hat halt schon einen guten Antritt und so weiter. Könntest du wahrscheinlich auch mal auf eine Außenseite stellen. Das sehe ich jetzt beim Kimmich oder Goretzka gar nicht. Also von daher. Ich meine, beim Sabitzer, ja, er hat mal eine gute Halbzeit gespielt, als rechter Mittelfeldspieler. Ja, müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, also 4 zentrale Mittelfeldspieler sollten wohl mehr als ausreichend sein. Und in meinen Augen ist es dann halt auch mal wichtig, dass man dann auch mal die ganze Sache durchwechselt und nicht da ewig die Leute spielen lässt, die nur weil sie auf 2 Beinen laufen können, spielen. Ja, wie gesagt, ich erwarte mir einiges von dem Spieler. Ich kann nur hoffen und beten, dass er wirklich die Spielzeit bekommt, um sich bei uns weiterzuentwickeln. Weil Potenzial ist mehr als genug da. Ich freue mich auf den Spieler. Ganz anderer Typ wie zum Beispiel Kimmich oder auch, ja, Goretzka ist auch schon explosiv im Antritt. Hat aber nicht so das Dribbling, ja, was er jetzt hat. Von daher freue ich mich sehr drauf. Gibt uns auf jeden Fall ja in der Mitte nochmal eine andere Art Spieler. Ja. Kimmich ist jetzt auch nicht so der Dribbler, ist mehr so der Ballverteiler mit Übersicht und so weiter. Und da ist Kimmich bärenstark, da müssen wir uns nichts vormachen. Goretzka ist mehr so der Box-to-Box, wo er schon gut ist, wenn er fit ist, keine Frage. Wie gesagt, hat auch einigermaßen explosiv, kann er dann loslegen, aber ja, hat nicht so das Dribbling. Und wenn man hier mal sieht, welche Explosivität da drin ist, plus das Dribbling, also meines Erachtens nach musst du den Spieler, wenn du ihn verpflichtest, was wir jetzt getan haben, auf jeden Fall dann auch fördern. Ja, dass er vielleicht nicht direkt Stammkraft ist, ja, wird man sehen. Aber wenn ich die Qualitäten sehe, wenn er die bei uns regelmäßig auf den Platz bekommt, bin ich ganz ehrlich, wird es ein Goretzka schwer haben. Sage ich euch, wie es ist. Wie er als Sechser ist, jetzt so als alleiniger Sechser, was er, glaube ich, in Ajax hauptsächlich gespielt hat, alleiniger Sechser, muss man auch mal sehen. Ansonsten kann man Kimmich einen vorziehen, mal. Ja, ich bin sehr gespannt. Es wird uns auf jeden Fall auch taktisch mehr Variabilität geben. Als alleiniger Sechser sieht man ja, wenn er dann explodiert und nach vorne geht, muss natürlich dann auch einer zur Absicherung hinten bleiben. Deswegen, wenn wir so Sechser, Achter spielen, muss das natürlich schon harmonisieren. Aber ja, mich freut sehr. Ich denke, eine super Alternative zu Kimmich und Goretzka. Ja? Gerade mit Tolisso-Weggang jetzt und natürlich leider Marc Rocker, aber sind wir ganz ehrlich, der Marc hat leider eh keine Chance bekommen. Von daher ist es sinnig, ihn zu verkaufen, ein bisschen Einnahmen zu generieren. Mir tut es leid, habe ich ja schon gesagt. Aber ich denke, mit Wein haben wir eine super Alternative bekommen. Wie gesagt, er macht für mich so ein bisschen so
Eindruck, noch ein bisschen stärker im Dribbling, wie damals auch Renato Sanchez. Kommt ja auch so, ja, ich sag mal, mit den gleichen Vorschusslorbeeren. War natürlich ein bisschen günstiger und ja, ich hoffe, wir werden es nicht versauen mit ihm. Und wie gesagt, er kriegt die Spielzeit und kann sich durchsetzen gegen einen Goretzka oder auch einen Kimmich. Gegen Kimmich wird es wahrscheinlich schwer werden. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja einfach mal ein bisschen mehr Rotation bei uns im Kader. Gut, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Und haut mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist natürlich ein bisschen schwer für mich jetzt genau zu beurteilen. Ich kann mir halt auch noch ein paar YouTube-Videos angucken. Ich bin bei Ajax absolut nicht auf dem Laufenden. Natürlich, klar, spielt die Ajax, holländische Liga, ist jetzt auch in keinem Verhältnis zur Bundesliga, aber ich denke auch international hat er gezeigt, was er kann. Aber ja, ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt, ob er das auch bei uns auf dem Platz bekommt und ja, ob er auch die Chancen erhält. Ja, das ist so das Wichtige in meinen Augen, dass der Nagelsmann dann da auch mal die Eier hat und ich hoffe, dass es dann auch in Abstimmung passiert ist. Ja? Also nicht, dass dann so Brazzo sein Ding durchgezogen hat. Aber ich denke, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, muss man auch zuschlagen. Ja? Keine Frage. Und er wollte unbedingt zum FC Bayern. Das freut mich halt auch. Ich denke, so eine Spieler brauchen wir auch. Wie ich ja schon sagte, wir brauchen nicht unbedingt Spieler, die nicht bei uns sein wollen. Schöne Grüße gehen raus an Gnabry und Levi. Haut rein, Jungs. Aber da in einem anderen Video mehr dazu. Mein Fazit, ich freue mich auf ihn, hat sehr, sehr gute Ansätze. So wie ich es im letzten Video auch schon gesagt habe. Und wenn er bei uns den nächsten Schritt macht und wenn er auch die Chancen bekommt, bin ich sehr, sehr guter Dinge. Und ich denke, wir können uns auf eine Menge Explosivität auch aus dem zentralen Mittelfeld aus freuen. Ne? Was immer auch mal zügig nach vorne geht. Wo noch ein bisschen mehr Explosivität ist, wie bei einem Kimmich oder Goretzka in meinen Augen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Alternative. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Anhand der Neuzugänge freue ich mich schon sehr auf die neue Saison. Ja, ich hatte ja in der letzten Saison so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fußballmüdigkeit, aber anhand unserer Neuzugänge, wo ich dann auch hoffe, dass sie die Chancen erhalten, freue ich mich drauf. Gut, das soll es gewesen sein. Ganz kurzes Video nur zu dem Transfer. Wir werden mal, wenn so eine gewisse Zeit rum ist bei uns, kann man da mal, denke ich, ein bisschen genauer auf ihn eingehen und das mal ein bisschen besser beurteilen. Aber gut, ich freue mich drauf, wenn ihr eure Meinung reinhaut. Was haltet ihr von dem Transfer und denkt ihr, dass er uns eine Verstärkung ist oder eher Ergänzungsspieler? Also, wenn ich was vorhersagen müsste, sehen wir das andere Wort, wenn ich was vorhersagen müsste, ist vielleicht mehr der Wunsch, der Gedanke, aber ich denke schon, dass er Spielzeit bei uns bekommen wird und sich durchsetzen wird. Ich denke auch, dass er einen Goretzka mal wieder richtig unter Feuer setzen wird. Weil Goretzka war für mich in der abgelaufenen Saison wirklich enttäuschend. Und auch ein Kimmich war völlig überspielt und da wird es Zeit, dass da Abhilfe geschaffen wird. Und da denke ich, ist er der richtige Mann. Ich freue mich sehr auf ihn. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi.